Bona tarda, benvinguts a tothom, senyors i senyors, amics del Goethe-Institut, col·legues, és un gran honor i una gran satisfacció poder saludar-vos aquí al Goethe-Institut avui in Barcelona, en aquesta acte o trobada amb Lutz Seiler. Lutz Seiler és un dels autors més importants de la narrativa actual alemanya i dels més premiats. També estem aquí per la presentació d'Al pes del temps, que tradueix dues narracions de Die Zeitwaage, El petó a la caputxa i la trilogia dels escacs. Les narracions agafen records d'infantesa, de joventut, parlen de primers amors, d'il·lusions trencats. Recuperen la infantesa i la joventut per tractar temes universals. Tracten temes, en part, molt autobiogràfics. Lutz Seiler va néixer a Kulmitz, un poble de Turíngia de l'Est, que va ser sepultat per l'ampliació de la mineria de l'urani, de forma que els seus habitants van ser reubicats quan ell tenia 5 anys. Aquest entorn marca molt la infantesa de l'autor i també els records que explica. És un autor amb una formació molt ampla i molt rica. Es va formar com a treballador de la construcció, va treballar com a paleta. Durant la mili va començar a escriure ell mateix, va estudiar llavors història i germanística a Halle. Als anys 90 se'n va anar a Berlín, on va simultanejar el treball de cambrer amb l'escriptura i l'edició d'una revista literària que va aguantar Mosbrand, que va aguantar fins al 98. La seva obra ha estat molt premiada. Va començar escrivint lírica, després va passar a l'assaig, a la narració breu i a la novel·la. Al pes del temps ha rebut premis de narració, el Deutscher Erzählerpreis, el Theodor Fontane Preis, Crusoe, que és l'altra novel·la traduïda pel Joan Ferrarons i editada per Club Editor també, va rebre el 2014 el Deutscher Buchpreis. Die Geschichten, um die es in der Zeitwaage geht, handeln von Kindheit, von Jugend, Erinnerungen und behandeln universelle Themen wie die erste Liebe, kaputte Träume. In einer Landschaft, die sehr von dem Uranbergbau bestimmt ist, von den Dörfern, die kaputt gehen. Könnten Sie vielleicht etwas zu den Themen von diesen Erzählungen sagen, wie Sie zu diesen Themen kommen und wie die Erinnerung beim Schreiben sozusagen die Themen universalisierbar machen kann? Ja, also guten Abend. Ich freue mich wirklich sehr, dass es jetzt geklappt hat, dass ich herkommen konnte. In der Tat ist es ja so gewesen, dass Club Editor schon seit Jahren versucht hat, mich nach Barcelona einzuladen und dann jetzt der Synergieeffekt da war. Und es ist auch für Schriftsteller immer schwierig, in die Welt zu ziehen, wenn man gerade ein Manuskript versucht fertig zu machen und es so aussieht, als würde es einem nie gelingen. Und man weiß, wenn man jetzt vom Schreibtisch weggeht, dann ist es vorbei und zwar für immer. Und deshalb hat sich alles ein bisschen verzögert. Bei Club Editor ist ja auch schon der Roman Crusoe in einer sehr schönen Ausgabe erschienen, worüber ich sehr glücklich war. Und jetzt gibt es eben diese Erzählung aus der Zeitwaage. Und das war deine Frage. Ja, also in der Tat gehen einige dieser Erzählungen zurück in die Kindheit und Jugendzeit. Und wahrscheinlich ist es bei mir ohnehin so, dass das biografische Material eine Art Ausgangspunkt fürs eigene Schreiben ist. Oder sagen wir mal so, ein nicht verzichtbares Material darstellt. Aber dann, sobald man eben
sich dieses Material heranholt und hineingeht in den ersten Satz, wenn man auf eine bestimmte Melodie hinaus will in diesem Satz, auf eine bestimmte Klangfolge, auf einen bestimmten Rhythmus, dann wird ein ganz eigenes Vokabular aufgerufen, das wiederum einen Einfluss hat auf die Geschichte, die man erzählt, weil auch ein anderes Vokabular sofort ausscheidet. Das heißt, man hat zwar ein biografisches Material, aber es ist von Anfang an dann eigentlich Literatur. Und das biografische Material ist aber halt unverzichtbar. Also das ist halt immer im Grunde eine Art Ausgangspunkt. Ich glaube auch, dass Science-Fiction-Autoren auf die eigenen Erfahrungen nicht verzichten, dass sie im Grunde auch über die eigenen Erfahrungen schreiben, aber eben in einem ganz anderen Setting unterwegs sind. Ein bisschen interessant ist auch der Aspekt, dass diese Erzählungen zu einem großen Teil zurückgehen dann in die Geschichte eines Landes, das es nicht mehr gibt. Und ich glaube, dass das wichtig ist, diese Alltagsgeschichten zu erzählen. Gerade jetzt in der Nachwendezeit wichtig ist, dass man auch die Alltagsgeschichte Ostdeutschlands oder der ehemaligen DDR eben erzählt, weil das, also dieses, sage ich mal, ganz normale Leben, in der Rezeption nach 89 ein bisschen zu kurz gekommen ist, in der Diskussion, was dann auch bestimmte politische Effekte gehabt hat, bis hin zu diesem Phänomen, dass eben im Osten diese sehr rechte, teilweise rassistische Partei AfD so groß geworden ist. Das sind sehr, sehr viele Protestwähler, die diese Konstellation benutzen, um aus Frustration über den nicht geglückten Teil der deutschen Einheit eben ihre Stimme abzugeben oder so ähnlich. Ja. Also ich mache jetzt erstmal einen Punkt. Gut. Du sprachst von der Melodie der Sprache, die einen bestimmten Wortschatz sucht, die Thematik. Und das würde uns jetzt gleich zum Thema der Übersetzung bringen. Auch. Also es ist ja eine ganz konkrete Welt, die hervorgerufen wird, eine ganz bestimmte Melodie, die daraus entsteht. Jetzt wäre meine Frage an Joan als Übersetzer, wie geht es denn mit dem Übersetzen? Wie schaffst du es, eine Melodie und eine Welt zu überbringen? Moltes gràcies. Se'm sent bé? Sí? Bon vespre a tothom. Sí, segurament són dues preguntes. Una té a veure amb el rerefons real, històric o fins a cert punt autobiogràfic, i és que parlant primer de Crusoe jo m'hi vaig capbussar sense saber fins i tot que l'illa on passa la història era real, no? I de mica en mica vaig anar descobrint que tots aquests referents existien, no? El claustre, el restaurant, i això amb els relats del pes del temps també queda molt clar, que el context històric és un marc real que cal conèixer i cal saber reproduir, i a vegades això també és una cosa que no decidim sols els traductors, també en diàleg amb l'editora, parlem de quan fa falta posar una nota al peu per comunicar què és aquesta realitat de l'Alemanya de l'Est que ja no existeix, no? Com és una empresa en un país comunista, o quan es parla de la mineria, veure per què estan traient urani d'allà, no? Explicar alguna cosa així. Això pel que fa al material aquest real o en part autobiogràfic que pren com a punt de partida per la seva narrativa. En relació amb l'estil, cal dir que és complicat reproduir la sonoritat, que és un dels trets més marcants o més cridaners de la seva narrativa. Un de seguida s'adona que és un poeta que està fent una novel·la, per dir-ho així. I això sempre és una dificultat. A mi em sembla que traduir poesia és una de les coses més complicades, però d'altra banda jugava amb un avantatge, que és que sempre m'encomanen de traduir autors morts, i aquesta vegada me les havia d'eure
amb un autor viu. I aquí després podem parlar, però ens vam conèixer fa 6 anys i mig o 7 anys, no estic segur. I va ser un encontre amb altres traductors, parlant de Crusoe, però amb reflexions que també m'han servit pel pes del temps, on cada 2 per 3 sortia el tema de la sonoritat. No? I en Lutz Seiler sempre ens repetia: pareu l'orella, llegiu en veu alta, fixeu-vos com sona, i també ens tranquil·litzava dient: bé, si en aquesta frase no és possible fer una literació amb aquestes paraules, procureu que surti més endavant en el diàleg. En aquest sentit ens tranquil·litzava, però també ens orientava cap a un tipus de traducció. Wie ist es denn für dich, der Kontakt mit den Übersetzer und man sagt ja, dass Übersetzer die genauesten Leser sind, die es überhaupt gibt. Ja, und im Grunde auch, man kriegt, wenn das Buch schon erschienen ist, ein Lektorat, das man lieber nicht gehabt hätte oder so ähnlich. Also nein, es ist, die Situation damals, die du meinst, die war so, dass es gab irgendwie 15 Übersetzer, die zusammenkamen für eine Woche und wir haben den ganzen Roman vom ersten bis zum letzten Satz durchgesprochen. Und zwar von früh um 9 bis 18 Uhr an jedem Tag. Und also für mich war es eine große Erleichterung, weil ich nicht mit jedem Übersetzer einzeln kommunizieren musste, weil es gibt immer viele Fragen und man schreibt endlos, beantwortet diese Fragen dann endlos per Mail und so. Und so wurde ein Korpus erstellt, also die Gespräche gingen über die ganze Woche, die wurden aufgezeichnet und teilweise auch mitgeschrieben und dann als Datei für alle anderen Übersetzer, es gab insgesamt 25 bei Crusoe, ins Netz gestellt, auch sodass die Übersetzer auch später nochmal nachsehen konnten, was hat der Autor an dieser Stelle gesagt. Und oftmals gibt es dieselben Fragen, also nicht egal, aber oft gibt es aus verschiedenen Sprachen dieselben Unklarheiten. Das hängt dann oft mit konkreter zusammen oder irgendetwas, was man einfach nicht... Also für mich war das eine großartige Zeit. Es war wahnsinnig anstrengend, aber es war so schön, dass wir uns kennengelernt haben damals. Und ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl und das hat man nicht immer bei Übersetzern. Also man kriegt im Grunde im Nachhinein, deshalb, das war mein Ausgangspunkt, nochmal so ein ganz strenges Lektorat des Textes, weil Übersetzer sehen jeden Fehler, weil sie so genau sind. Ja? Zum Beispiel gab es so Situationen, bei dem Crusoe war es im ersten Drittel des Buches so, dass er ein Zucken über dem linken Auge hat und am Ende zuckte das rechte Auge. Ja? Und das darf natürlich nicht sein, weil es hatte nur auf einer Seite zuckt das Auge. Und dann muss man eben sagen, Leute, nehmt das linke Auge. Ja? Und solche Sachen eben. Ja? Also das war schon eine sehr schöne Arbeitswoche. Und für mich auch beruhigend, die Übersetzer vis-à-vis zu sehen und auch als Menschen, also auch kennenzulernen in dieser Woche, auch an den Abenden. Wir haben ja dann in der Küche zusammen getrunken an den Abenden. Das war sehr, sehr produktiv, ja, würde ich sagen. Und dann gab es so eine Abschlussveranstaltung, also ich rede jetzt über dieses Übersetzertreffen zur Übersetzung des Romans Crusoe. Und die chinesische Übersetzerin hat die ganze Woche nichts gesagt. Ja, das war schon sehr seltsam. Und dann bei der Abschlussveranstaltung sollte jeder Übersetzer ein kleines Stück aus Crusoe in seiner Sprache lesen. Und dann ist diese Chinesin aufgestanden und hat gesagt, das war der einzige Satz, den sie überhaupt die ganze Zeit gesagt hat, eure Probleme sind nichts gegen meine Probleme. Und ja, also das Buch ist sehr schön geworden, es ist fast die schönste große Ausgabe, die chinesische, und es gibt ja sicher Millionen von Lesern. Und ja, aber ich kann es nicht beurteilen. Ja. Du sprachst von der Musikalität der Sprache und ich denke, die ist bei deiner Prosa sehr wichtig, genauso wie bei der Lyrik, und auch du sprachst darüber,
Hat vielleicht die Wichtigkeit der Musikalität deiner Sprache damit zu tun, dass du auch Lyrik schreibst? Ja, also es hat bestimmt damit zu tun, obwohl früher habe ich immer gesagt, Leute, das ist doch klassische Prosa, was ich hier mache, weil es mir auch schon darum ging, dass es doch klassisch erzählt ist. Also ich erzähle eine große Geschichte und ich möchte nicht, dass irgendjemand kommt und sagt, irgendwie ist das doch wie deine Lyrik oder so. Es ist doch etwas doch vollkommen anderes, muss man sagen. Und später, als ich dann selber mich etwas entspannt habe, was dieses Arbeiten in den beiden Gattungen betrifft, konnte ich ganz gut sehen, dass ich sowohl in der Lyrik als auch in der Prosa tatsächlich mich auf visuellen und akustischen Plateaus bewege. Also dass es eben doch eine gewisse Vergleichbarkeit gibt und dass es wirklich so ist, ich kann am Ende einer Seite noch hören, wie sie am Anfang geklungen hat. Das heißt, was ich eigentlich mache, sind so eine Art rhetorische Skulpturen. Ich muss immerzu reden und laufen, reden und laufen, reden und laufen. Und ich kann hören, ob ein Satz stimmt. Und wenn ich mit dem Klang eines Satzes an einem Punkt bin, von dem ich der Meinung bin, da ist es richtig, dann ist es oftmals auch inhaltlich an dem Punkt, wo ich hin wollte. Also das geht so. Also das Ohr ist das Leitorgan, auch in der Prosa. Und deshalb ist es so mit diesen akustischen Sachen. Aber also das ist nicht Bedingung fürs Prosa-Übersetzen. Also natürlich muss er im Katalanischen seine eigenen Melodien finden, weil jede Sprache funktioniert nach eigenen Gesetzen und so weiter. Gut. Wollen wir vielleicht ein Stückchen lesen von den beiden auf Deutsch und auf Katalanisch, um weiter sprechen zu können? Wie machen wir es jetzt? Willst du oder soll ich? Ich fange an am besten, oder? Ja. Ja, okay. Und wie hast du gedacht, soll ich jetzt beim Hausmeister anfangen? Der neue Hausmeister und nur diesen einen Abschnitt erstmal, den ersten. Also ich würde beide Abschnitte zum Hausmeister lesen und dann mache ich die Übersetzung und dann zurück zur Schachtrilogie. Dann. Okay. Wollen wir nicht so wechseln? Ich lese eine Sequenz, dann du, dann ich. Okay. Der neue Hausmeister hasste Schüler, vor allem wegen ihres, wie er bei jeder Gelegenheit betonte, täglichen Zerstörungswerks an Stühlen und Bänken. Aus heiterem Himmel tauchte er auf aus seinen Katakomben und forderte Ersatz für die Beschädigung von Volkseigentum. Mit seinen Wutausbrüchen hatte er ahnungslos vorübergehende Kinder oft bis ins Mark erschreckt und zu Tränen getrieben. Überhaupt schien es niemanden zu geben, der dem neuen Hausmeister hätte Paroli bieten können. Ohne Frage war er der mächtigste Mann an unserer Schule. Meist trug er eine dünne, fast durchsichtige Kittelschürze aus braunem Dederon, in deren Brusttasche 2 schwere, silbern glänzende, 4-Farb-Kugelschreiber steckten, die den Kittel auf eine Weise schräg nach unten zogen, dass sein ganzer Oberkörper auf den ersten Blick einen schief gewachsenen Eindruck machte. Einige der größeren Kinder nannten ihn deshalb den Glöckner. El nou Videll odiava els alumnes, sobretot per la nostra acció destructiva quotidiana sobre cadires i bancs, com remarcava sempre que podia. Tot d'un plegat emergia de la seva catacumba i exigia una indemnització per haver danyat la propietat popular. Els seus atacs de fúria terroritzaven qualsevol criatura que passés i la feien esclatar en plors. No semblava haver-hi ningú que pogués plantar cara al nou Videll. Ell era, sens dubte, l'home més poderós de la nostra escola. Normalment duia una bata sense mànigues, fina, gairebé transparent, de perló marró. A la butxaca del pit hi portava 2 bolígrafs platejats de 4 colors, tan feixucs que li estrigonyaven la bata cap avall, de manera que a primer cop d'ull el tors es veia esgarrat. Per això, alguns dels grans li deien el Geperut. Also wir hätten vielleicht vorher sagen sollen,
Das ist aus der Erzählung Der Kapuzenkuss und es geht hier um das Erleben eines Kindes in der 1. oder 2. Klasse, relativ klein. Also ein Schultag im Grunde ist es. Ein Schultag, es wird immer zu früh zur Schule gebracht, weil die Mutter eben zur Arbeit fahren muss. Es ist etwa 1971. Die Mutter hat einen riesigen Dutt und einen Knautschlagledermantel. Das war damals modern. Und das Kind wird eben, als es noch finster ist, vor der Schule abgesetzt, ist noch niemand da und dann versteckt es sich irgendwo und beobachtet die Schule und wartet, bis die ersten Schüler kommen, weil es unter keinen Umständen so aussehen soll, dass es zu früh zur Schule kommt, weil niemand will zu früh zur Schule kommen und so weiter. Und dann wird eben dieser ganze Schultag erzählt und die also gruseligste, schauerlichste Figur an dieser Schule ist eben der Hausmeister. Der hat so ein eigenes Büro im Keller. Er nennt es Büro, aber es ist eigentlich der Heizungskeller. Und dort sammelt er die verloren gegangenen Dinge der Schüler und hat dort eine Halde im Grunde verlorener Dinge aufgebaut. Und das ist eben sein Reich. Darum geht es im nächsten Abschnitt. Hatte man in der Schule oder auf dem Hof etwas verloren, den Turnbeutel, eine Mütze, ein Schlüsselbund, musste man dort anklopfen und nachfragen. In einer Ecke des Raums erhob sich ein ungeordneter, von Kohlenstaub und Asche ergrauter Haufen mit Fundsachen. Zu diesem Haufen vorgelassen zu werden, galt allerdings als unmöglich. Öffnete der Glöckner sein Büro, war es sicher, dass man zunächst zurechtgewiesen wurde. Zuerst, weil man ihn, den Hausmeister, störte bei seiner Arbeit, dann, weil man wohl zu denen gehörte, die dauernd irgendetwas verloren und nicht wussten, was sie damit anrichteten. Den Hottentotten heute fehlt jedes Gefühl für den Wert der Dinge. Und schließlich, weil man keine vernünftige Beschreibung des verlorenen Gegenstands vorzubringen vermochte, womit doch einmal die Frage erlaubt sein müsse, so drückte sich dann euer Hausmeister aus, und ohne weiteres war hörbar, dass ihm diese Überlegung einige Beherrschung abverlangte, ob man bisher überhaupt irgendetwas gelernt hätte an der Schule, wozu man eigentlich hier sei, und ob man nicht besser gleich zu Hause bliebe, dann könne man wenigstens nichts mehr verlieren. Si perdies res a l'escola o al pati, la bossa d'esport, una gorra o un manat de claus, havies d'anar-hi, trucar a la porta i preguntar. En un racó del quarto s'alçava una pila desmanegada de troballes, grises de sutge i cendra. Accedir a aquesta pila era impossible. Si el geperut obria la porta del despatx, podies estar segur que tot seguit et cauria una esbroncada. Primer de tot, perquè destorbaves la seva feina de videll. Després, perquè segur que eres un dels que perdien coses cada 2 per 3 i no sabies el mal que causaves. Els hotentots d'avui dia no sabeu el que valen les coses. Finalment, perquè no sabies confegir cap descripció coherent de l'objecte extraviat, cosa que bé justificava la pregunta. El nou videll s'expressava així i només de sentir-ho sabies que feia grans esforços per no enfurismar-se. De què diantre feies a l'escola si no aprenies res i si, fet i fet, no valia més que et quedessis a casa, que almenys no perdries res. Also ich glaube, unheimliche Hausmeister in der Schule sind eine sehr universelle Figur, nicht? Haben wir wohl alle. Also ich erinnere mich auch an einen ziemlich unheimlichen Hausmeister. Das Besondere ist beim Hausmeister, dass eben für die Kinder es eine nicht einzuordnende Figur ist. Also er hat es gibt tatsächlich ein Archetyp Hausmeister mit einer Autorität, die vollkommen irrational ist. Also er steht außerhalb der Schulhierarchie und dabei völlig für sich, ja, mit im Grunde unbegrenzter Macht. Si puc intervenir, a la novel·la de Crusoe hi surten 4 vidells, em penso, i tots tenen una funció curiosa, per dir-ho així, i em vaig alegrar molt de llegir un relat en què hi ha 2 vidells també,
però són els protagonistes, en part, o coprotagonistes d'aquests relats. Ja, das war mein großer Ehrgeiz im Crusoe, 4 Hausmeister unterzubringen. Also das sind aber wirklich nur Nebenfiguren. Gut, lesen wir ja vielleicht noch den kurzen weiteren Abschnitt. Ja? Vielleicht fängst du jetzt an. Oder wollen wir es kurz erklären? Also ich meine, das sind jetzt so kurze, wirklich kurze Abschnitte aus diesen Erzählungen. Und jetzt haben wir eine halbe Seite aus der Schachtrilogie, aus dem ersten Teil. Ne? Und also diese Schachtrilogie ist ein bisschen aufgebaut wie ein Altar. Es gibt ein großes Mittelstück, das ist die Haupterzählung, die heißt Gavroche, über eine Liebesbeziehung, über eine Beziehung in den 20ern. Und die erste Erzählung ist eine kurze Erzählung über das letzte Schachspiel zwischen Vater und Sohn. Also die haben die ganze Kindheit Schach gespielt und als der Sohn das erste Mal gegen den Vater gewinnt, ist Schluss. Die spielen dann nie wieder. Also das ist sozusagen das Ende der Kindheit. Mit 13 schlägt der Sohn das erste Mal den Vater. Und in der letzten Erzählung dann wird die Kindheit dieses Vaters erzählt, wie er eben in so einem vom Uran geschleiften Dorf, also meinem Herkunftsdorf, als Kind aufwächst, nach dem Krieg, nach 45, wie sein Vater aus dem Krieg zurückkommt, wird erzählt und wie er es schafft, durch die Teilnahme an einem Schachzirkel im Grunde sich aus diesen dörflichen Verhältnissen herauszuziehen. Also der Schach wird zu seiner eigenen Sache. Das ist so die Brücke in die Welt. Und das ist jetzt ein kurzes Stück aus dem ersten Teil. Die bauen zusammen ein Bungalow, das ist sehr DDR-typisch, also diese Flucht ins Grüne, jeder möchte gern sein eigenes kleines Stück Land mit Gemüsebeet und einem schönen Bungalow. Und der hier sollte besonders schön werden. Den ganzen Tag, nee, jetzt hatten wir ja gesagt, du fängst an. Perfecte. Ens havíem passat tot el sant dia feinejant el clot. Excavàvem a mà la fossa del soterrani per fer lloc a un bungalou nou i més espaiós. Una casa, de fet. Una parcel·la pròpia i un bungalou propi. En això consistien els nostres somnis de futur. Era el 1976. Aquell dia havíem topat amb una capa d'argila seca que ens forçava a passar de la pala al pic. Era la primera vegada que jo feia servir un pic. N'estava molt orgullós. Em dreçava i agafava més embranzida de la necessària. Era un tità, sense experiència. Al llarg de la trajectòria del pic, la fulla cobrava voluntat. Es posava a oscil·lar i es desviava. Els palmells de les mans em cremaven com discos de fre mentre intentava contenir el desig rotatiu que de cop s'havia emparat del mànec. La punta afilada del pic es va clavar a l'argila seca a pocs centímetres del meu peu. Em vaig espantar, però ja tornava a tenir el pic en l'aire. Em trobava justament en aquella edat en què un ensurt no sempre té conseqüències. Das klingt so gut auf Katalan. Den ganzen Tag über hatten wir an unserem Erdloch gearbeitet. Mit der Hand schachteten wir die Kellergrube für einen neuen, großzügigen Bungalow aus. Im Grunde war es ein Haus, der eigene Garten und der eigene Bungalow. Damit verbanden sich unsere Zukunftsträume. 1976. An diesem Tag waren wir auf eine Lehmschicht gestoßen, die uns zwang, vom Spaten zur Spitzhacke überzugehen. Es war das erste Mal, dass ich mit einer Spitzhacke arbeitete. Ich war sehr stolz darauf. Ich streckte mich und holte unnötig weit aus. Ich war ein Titan ohne Erfahrung. Auf ihrem Pflug entwickelte das Blatt der Hacke seinen ureigenen Willen. Es geriet ins Schlingern und scherte aus. Wie Bremsscheiben glühten die Innenflächen meiner Hände bei dem Versuch, die Lust zur Rotation, die in dem Hackenstiel plötzlich ausgebrochen war, zu stoppen. Zentimeter neben meinem Fuß raste das Blatt mit der Spitze in den Lehm. Ich erschrak, war aber schon wieder mit der Hacke in der Luft. Ich war genau in jenem Alter,
in dem ein Erschrecken nichts bewirken musste. Danke. Vielleicht eine letzte Frage, weil so langsam die Zeit vorbeigeht. Du hast vorher darüber gesprochen, dass es um ein Land geht, das es nicht mehr gibt. Und in deinen Werken geht es sehr oft um kaputte Träume von Personen, vielleicht auch in der Geschichte. Also meine Frage wäre, zum Beispiel diese Erfahrung von diesem Jungen, der zum letzten Mal Schach mit seinem Vater spielt und dann einfach sozusagen einen Bruch macht in seinem Leben, und diese Szene, wo sie ein Loch graben, wo das Instrument sozusagen über den jungen Mann herrscht, ob du das irgendwie in diesen Zusammenhang setzen kannst, vom Alltag in der DDR und von den Schwierigkeiten, einen Lebensweg zu machen unter den Umständen. Ja, also das war in gewisser Weise unser Alltag, wobei ich glaube, dass gerade diese Beschreibungen von Handwerk oder so etwas, also das hat mich immer gereizt, Arbeit und Handwerk zu beschreiben. Also im Grosso ist es dieses Handwerk, also ausgestorbenes Handwerk des Abwaschens. Ja? Also das ist ja Wahnsinn. Also jetzt haben wir alle einen Geschirrspüler, ja? Und die Restaurants sowieso. Aber damals hat man mit der Hand abgewaschen und das bedeutete etwas. Also ich kann mich gut erinnern, dass ich mich, wenn ich zu Hause abgewaschen habe, als wir noch keinen Geschirrspüler hatten, und dann waren das Besteck so am Grund dieser Spüle, und wenn man das so hin und her geschoben hat, dann machte das so ein schönes Unterwassergeräusch. Ja? Und überhaupt war der Abwasch für mich jedenfalls so eine Art Meditation, weil man war, für diese Zeit, in der man abgewaschen hat, war man irgendwie befreit von allem, weil man hat ja abgewaschen. Ja? Es war extrem nützlich, niemand wollte es machen, also war man frei, also in gewisser Weise frei abzuwaschen. Und dieses schöne Geräusch, Unterwassergeräusch des Bestecks und so weiter. Und dann irgendwann kommt der Geschirrspüler und dann gewöhnt man sich an den Geschirrspüler und dann geht der Geschirrspüler kaputt und dann muss man wieder mit der Hand abwaschen. Und dann merkt man, man kommt nicht mehr zurück in die Meditation des Abwaschs. Also man kann es nicht mehr genießen. Ja? Und das ist eigentlich sozusagen die Zäsur, die viel stärker ist noch als 89 Mauerfall und so weiter. Nämlich dieses Ende des mechanischen Zeitalters, von dem wir alle irgendwie auch in unserem Alltag auf verschiedene Art und Weise betroffen sind. Und dazu gehört eben das aussterbende Handwerk. Und da wir jetzt am Ende des mechanischen Zeitalters angekommen sind, ist es für die Literatur besonders reizvoll, das Handwerk, das es eventuell schon nicht mehr gibt oder bald nicht mehr vorstellbar ist, zu beschreiben. Das ist übrigens auch in meinem neuen Roman Stern 111 spielt es eine ganz große Rolle, die Missverständnisse, die entstehen zwischen Leuten, die aus dem Osten in den Westen kommen und die eben noch die das mechanische Zeitalter noch mitbringen und dann im Westen in eine wahnsinnige Beschleunigung hineinkommen, wo es dann Leute gibt, die sich gar nicht mehr vorstellen können, dass man ein Brett, das irgendwie am Straßenrand liegt, nochmal gebrauchen könnte oder so. Ja? Aber das führt zu weit. Also, okay, das war die Antwort. Ja, danke. Das könnten wir jetzt lange weiterreden. Ich kann also nur empfehlen, lesen Sie die Bücher. Vielleicht können wir jetzt an das Publikum das Wort geben, um zu schauen, ob es Fragen gibt. També es pot preguntar en català. Jo voldria fer dues preguntes.
La primera té a veure amb Crusoe i té a veure amb un personatge de Crusoe que és la guineu. M'agradaria molt saber... Torno. La primera pregunta és sobre Crusoe i sobre un personatge de Crusoe que és la guineu. M'agradaria molt saber si aquesta guineu té ramificacions en altres obres seves, una mica d'on surt. I l'altra pregunta és, amb el públic lector d'RDA, les seves obres són, les que conec jo, molt personals, però al mateix temps suposo que molt suggerents per gent que ha compartit l'època i la infància. Quines reaccions es troba entre els seus lectors? Ja, der Fuchs. Also der war plötzlich da. Ja. Es ist manchmal so, dass man schreibt eine Szene, das war die Szene, als die Hauptfigur in Crusoe eben am Strand von Hiddensee, also er hat die erste Nacht schwarz auf der Insel geschlafen, also schwarz heißt ohne Erlaubnis, ohne Quartier, und kommt dort dann an diesem Strand vorbei und ist in einer ziemlich demoralisierten Stimmung und dann liegt dann plötzlich da dieser Fuchs, und das ist mir im Schreiben passiert. Den Fuchs hatte ich nicht geplant, es ist einfach so passiert, er war plötzlich da und hat angefangen mit der Hauptfigur zu sprechen. Und dann hatte ich plötzlich diese Situation, dass meine Hauptfigur, also ich verwechsel immer meine Hauptfiguren, Ed heißt er, ja, weil im zweiten Roman heißt er Karl und die beiden verwechsel ich manchmal. Also Ed hatte dann plötzlich einen Gesprächspartner, mit dem er wirklich die wichtigsten Gespräche im Buch führen konnte. Also ein toter Fuchs, der sprach natürlich, also ein toter Fuchs, der spricht, und das war wichtig für das Buch, dass er diesen Gesprächspartner bekam, und das habe ich in dem Moment verstanden, als der Fuchs dann da plötzlich lag, in einer Höhle in der Steilküste. Also es gibt das Rauschen des Meeres, der Fuchs hat sich in diese Höhle verkrochen, guckt raus aufs Meer, Ed kommt vorbei, sieht den Fuchs, und dann fangen die an eben zu sprechen, und immer wenn Ed etwas zu klären hat, etwas Wichtiges, geht er dort an diese Strandstelle und spricht mit dem Fuchs. Und der Verwesungsprozess des Fuchses, der ja dann auch eine gewisse Rolle spielt, also der Fuchs verschwindet ja so mit der Zeit, den habe ich gesehen. Also ich konnte auf ein Material zurückgreifen, was ich mal gemacht hatte. Viele Jahre vorher habe ich einen Fuchs bei der Verwesung zugesehen. Der lag bei uns hinterm Haus im Wald, meine Tochter hatte den gefunden, und ich bin jeden Tag hin und habe aufgeschrieben, was sich verändert hat, und zwar über Monate, also bis er verschwunden war praktisch, also über Wochen und Monate. Und ich dachte immer, das wird ein Buch oder so. Ich werde ein Buch nur darüber machen. Das geht natürlich nicht. Wie soll man das nennen? Der verwesende Fuchs oder so. Aber dann war es ein Material eben. Dann kriegte der Fuchs nochmal eine ganz andere Dimension für den Roman. Das ist, ja, so war das, ja. Und ich habe festgestellt, dass ich habe ja ich habe mehr im Westen als im Osten gelesen aus Crusoe. Das hängt damit zusammen, dass im Westen all diese Literaturhäuser sind, die das Geld haben, Lesungen zu bezahlen. Im Osten gibt es nur sehr wenige davon. Und die Reaktionen, also ich kann nicht sagen, dass es eine speziell ostdeutsche Reaktion gab. Im Gegenteil, also es gab, oder nicht im Gegenteil, sondern das Buch wurde eigentlich sowohl im Westen als im Osten sehr, sehr gut verstanden und aufgenommen. Es ist keine spezifisch ostdeutsche Literatur. Letzten Endes ist es ja eine Robinsonade, in der es um die Freiheit und die Liebe geht, so ganz kurz gesagt. Und da spielten dann auch diese ostdeutschen Spezifika, die da durchaus da sind, keine so große Rolle. Ja. Lutz Seiler hat eine ganz wunderschöne Webseite, wo unter den verschiedenen Kapiteln, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, also Subseiten, eine ist seine Werkstatt.
Ja? Und in der Werkstatt kann man dann eben Texte sehen und man kann auch deine Notizbücher sehen, also in Fotografie. Und man sieht, dass du eine große Menge an Notizbüchern hast, wo du alles aufgeschrieben hast. Und ich nehme an, du gehst dann zu deinen Notizbüchern zurück, um Themen zu finden. Ja, das ist, die Notizbücher sind vielleicht das wichtigste Material. Ja, und es ist oft so, dass, also es ist wichtig, einfach immer aufzuschreiben, wenn es, ja, wenn man etwas sieht oder etwas hört oder etwas denkt, von dem man glaubt, das solltest du mal aufschreiben. Aber man braucht es meistens nicht in diesem Moment oder so, ja. Also vieles kommt erst sehr viel später als Material in Frage. Und das ist ganz gut, wenn ich jetzt, also ich verwende zum Beispiel für das, was ich jetzt gerade, woran ich jetzt arbeite, verwende ich Notizbücher, die sind 15, 16 Jahre alt oder so. Und wenn ich das lese, dann kann ich kaum glauben, dass ich das geschrieben habe. Ja, es ist so fremd teilweise, aber es gibt Indizien, dass ich das gewesen bin. Also das ist dann als Material umso interessanter, weil es sich von meiner Person schon so weit abgelöst hat, dass ich darauf zugreifen kann, als wäre das ein Fremder sozusagen. Also ich stehe mir im Notizbuch gegenüber. Das heißt, eigentlich erst wenn ein paar Jahre vergangen sind, bekommt das Material diese legendäre Qualität, die es für die Literatur brauchbar macht. Ungefähr. Ja, danke schön. Ich glaube, wir müssen jetzt mehr oder weniger aufhören, in Hinsicht auch auf den Simultanübersetzer. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Ich bedanke mich bei Lutzeiler, bei Joan Ferrerons und ich kann Ihnen nur raten, gehen Sie in Lutzeilers Webseite, lesen Sie sich ein, lesen Sie seine Bücher. Sie sind sehr schön. Danke.